Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig und da geht ja schon der Affe-Zirkus ab, wie man hört. Ha, Brutus! Dann falle, Cäsar! Danke, danke. Oh, ich kann einfach nicht hinsehen. Gut, dann gehen wir noch aber. Es riecht, als würde etwas brennen. Muss wohl diese verkommene Verkabelung aus dem 17. Jahrhundert sein. Warte mal, irgend so ein Affe hat an diesen Schaltern herumgespielt. So, dann gucken wir uns mal die Schatzkarte an. Südost, Nordwest, West. Südost. Nordwest. West. Südost. Zwei Nordost, Ost, Ost und ich glaube, dann war Südwest. Okay, noch einmal. X markiert die Stelle. Moment. Ha! Wir haben es doch, oder? Nochmal von vorne, oder? Ich glaube, mir haben nur das Schalter halt nicht umgelegt. Südost, Nordwest. Südost, Nordwest. Südost, Nordwest. West, Südost. West. Süd. Ost. 2 Nordost, Ost, Südwest. Häsel nochmal. Das sind wir richtig. Ost. Und dann Südwest. Das So. ist es. Dort muss Elaine begraben sein. Gut. Und jetzt? Ich weiß, darauf habt ihr alle gewartet. Wie wäre es mit verblüffender Jonglierkunst? Mir fehlt... Ja, genau. Hühnerfett. Das brauche ich noch. Es ist alles damit bedeckt. Und wir verwenden das hier mit den Kanonenkugeln. Das haben wir ja gekriegt, als wir im Topf drin waren. Oh, oh. Sieht aus, als kommt er jetzt zu den Kanonenkugeln. Und nun das ultimative Shakespeare-Vergnügen. Die berühmte Kanonenkugel-Jonglierszene aus Romeo und Julia. Wo? Ups. Ich bin froh, dass es ein Happy End gibt und er am Ende das Mädchen bekommt. Gut, jetzt sind wir hier freie Bahn. Nur ein einzelner dummer Affe hockt noch drin. Gut, X markiert die Stelle. Ansonsten gähnende Leere. Elaine muss Stille. unter der Bühne vergraben sein. Dann schnappen wir uns nochmal die Schaufel. Und legen los. Elaine sollte oben im Krähennest sicher sein. Fürs Erste. Gut, wie er die hier kriegt hat, hat man mal nicht gezeigt. Schöne Währenddessen Stiefel, von der was? Küste von Planda. Entschuldigung. Hey, sieh dir das an! Ich hab echt dicke Knochen. Oh, oh, still! Da ist Captain LeChuck. Na los, da unten, ihr Flaschen! Setzt die Segel, wir fahren jetzt nach Monkey Island! Ich werde meine gesamte Armee der Untoten entfesseln. Und diesmal wird Elaine mir gehören. Oh, Elaine, das wird ein süßer Tag in der Hölle, wenn du den feurigen Atem meines Kusses auf deinen Lippen spürst und meine untote Braut wirst. Jeden, der sich mir dabei in den Weg stellt, werde ich vernichten. Ihr leidenden Seeleute, ist es nicht herrlich, tot zu sein? Ja, jetzt wissen wir auch, wie LeChuck derzeit aussieht.
Der ist wohl etwas dämonisch geworden durch seine ultimative Voodoo-Kugel. Und nachdem er dann wieder in seiner komprimierten Form als Voodoo-Geist in der Stiefel erweckt worden ist. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Karte, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich doch rüber noch zum Brimstone Beach Club. Damit wir noch das letzte Stückel kriegen. Wir haben jetzt Schiff und Elaine, wir haben eine Crew. Dann fehlt uns nur noch die Karte noch Blood Island. So. Dann gucken wir uns das mal an. Er ist voll mit schmutzigem Geschirr. Es ist ein Eiskübel für eine Flasche Sprudelgrog. Er ist voll mit schmutzigen Handtüchern. Cabana, Junge. Und Speiseöl. Moment, erstmal hier Schildleser. Brimstone Beach Club. Dann sprechen wir nochmal mit dem Schnösel hier. Ja, kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pirat. Threepwood? Sie müssen Skip Fahnenmast Rackhams Cousin sein. Wie geht es Muffy und den Zwillingen? Wem? Hey, heute ist ein schöner Nachmittag für den Strand. Noch nicht zu voll. Am Südstrand ist ein Kunstworkshop und ein Miesmuschelketten-Bastelkurs um 2 und 4. Das Wasser ist warm und die Wellen sind nicht zu hoch. Achten Sie nur auf gelegentlich am Ufer angeschwemmte untote Körper. Man sollte die Kinder von verfaulendem Fleisch fernhalten. Ja. Im Übrigen sollten sie sich durch die Belagerung nicht den Tag vermiesen lassen. Unter uns gesagt, die Untoten sind notorische Miesepeter. Ist schon gut, dass sie die Insel nicht übernommen haben, was? Lassen Sie mich Ihre Mitgliedskarte sehen und Sie werden sofort bedient. Nun? Sie sind im Brimstone Beach Club, Teil der Freizeitgruppe für pensionierte Piraten. Es ist sehr exklusiv. Ich fürchte, wenn Sie keine Mitgliedskarte haben, können Sie keine der Annehmlichkeiten des Clubs nutzen. Ich will keine Annehmlichkeit. Ich musste eine essen, als ich in Seenot war und es war furchtbar. Lassen Sie mich außerdem betonen, dass Sie ohne eine Mitgliedskarte keinen Zutritt zum Strand haben, keines unserer Handtücher benutzen und nichts vom Grill haben dürfen. Guten Tag. Jetzt bin ich aus Versehen noch mit meinem Stuhl gegen das Mikrofon gekommen. Aber okay, wir retten trotzdem noch ein bisschen mit dem. Hi. Ja, Gib mir ein Handtuch, junger Mann. diese Handtücher sind nur für Clubmitglieder. Wie wär's mit einem Handtuch? Ich kenne den geheimen Händedruck. Seit Thorsten Hakenhand Eddington letztes Jahr eintrat, gab es beim geheimen Händedruck immer eine Sauerei. Wir haben keinen mehr. Aber alle Mitglieder wissen das natürlich. Ich bin's. Biff vom Polo-Team. Mein Pony wirft bald. Schnell, koche ein bisschen Wasser und gib mir ganz viele Handtücher. Das kaufe ich Ihnen nicht ab, Mr. Schmutzpirat. Der einzige Weg, an ein Handtuch zu kommen, ist, ein Mitglied des Clubs zu sein. Bitte, kann ich ein Handtuch haben? Der einzige Weg, an ein Handtuch zu kommen, ist, ein Mitglied des Clubs zu sein. Gib mir etwas von diesem Speiseöl. Das Öl ist nur für die Hamburger gedacht. Es bleibt hier. Hey, was für ein Zufall. Ich komme aus Hamburg. Dann wirf das Baby mal rüber. Sie sprechen nicht wie ein Hamburger, Sie sehen nicht wie ein Hamburger aus und Sie ahnen nicht, wie sehr Sie mir auf die Nerven gehen. Frittenalarm, gib mir alles Öl, das du hast. Sorry, solange ich hier das Sagen habe, wird Ihnen nichts ausgehändigt. Reich mir bitte das Speiseöl. Nichts zu machen. Ich bin nicht befugt, irgendjemandem Kochvorräte auszuhändigen. Ich spiele mit dem Gedanken, einem Club für stinkreiche Herrschaften beizutreten. Wo kann ich mich einschreiben? Nun, so einfach ist das nicht. Zuerst werden Sie auf unsere Warteliste gesetzt. Das kann einige Monate dauern. Dann kommen Bonitätsprüfung, Referenzen, Familiengeschichte, der mündliche Vortrag und die schriftliche Prüfung, die sich hauptsächlich mit spanischen Schätzen, Plünderei und Golf in der Karibik beschäftigt. Und zum Schluss unser Interviewverfahren in 14 Schritten. Und dann gehöre ich zu eurem Club? Nein, ich fürchte, dass ich danach gegen Ihren Beitritt stimmen müsste. Was ist, wenn ich ein bisschen abwasche? Kann ich dann eurem Club beitreten? Es ist nichts Persönliches, aber die Clubgrundsätze legen den Ausschluss fest. Für jeden, dessen Geruch oder Erscheinung die anderen Mitglieder anekelt oder beleidigt. Das verstehen Sie sicherlich. Na Ich gut, gehe dann besser. dann haben wir ja was.
bitteschön. Entschuldigung, Ja, Sie schmutziger kleiner Mann. Alter. meine Karte. Lassen Sie mich sehen. Oh nein, um Himmels Willen, die ist in Ordnung. Sie haben eine Mitgliedskarte. Ja, und ich glaube, ich nehme eins der flauschigen, sauberen Handtücher und genieße einen schönen, entspannten Spaziergang am Strand. Nein, das dürfen Sie nicht. Okay. Ach, Igitt. Ruhe, die Stimmen in meinem Kopf erzählen mir etwas. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ganz hinten am anderen Ende des Strands ist's besonders schön. Dahin sollten Sie gehen. Sie sollten jetzt dahin gehen. Gut, dann möchte ich aber trotzdem noch den Schnösel weghaben. Damit wir, Nett flauschiges Handtuch. damit wir noch ans Speiseöl dran kommen. Ich nehme noch eins. Ich habe genug Hand. Okay, hat genug. Dann machen wir die in der Eiskübel. Die Handtücher. Jo, sind jetzt nass und da geht's ein bisschen auf die Bobbes. Pitsch. Papa Pichu. Gut, der ist in den Dschungel verschwunden. Und wir holen uns das Speiseöl. So. Nichts verschönert einen Tag am Strand mehr als eine großzügige, fettige, frittierte Mahlzeit. Genau. Hühnerwürstchen, vollgestopft mit haltbar gemachten Schnäbeln und Kehllappen. Ach, nein, manche sehen aus, als seien sie älter als ich. Igitt. Okay, ihr erfahrt auch gleich, warum die nass sind, die Dinger. Papa Pichu. Oh, ouch. Mit diesen Löchern in meinen Schuhen schaffe ich es nie über diesen heißen Strand. Dann machen wir es doch so. Wie das dampft. Und nochmal hier. Ach Gott. So, jetzt sind wir endlich bei dem hier, beim Sonnenanbeter. Er ist unglaublich blass. Drücke. Nein, es ist ein hässlicher Krug. Er ist auch leer. So, jetzt haben wir den Krug. Na, komm schon. Es ist ein hässlicher Krug. Er ist auch leer. Okay, dann sprechen wir nochmal mit dem Typ. Gehen dazu wieder in den Shutter. Ich suche Blood Island. Wissen Sie, wo es liegt? Nein, nie davon gehört. Das ist komisch. Schlappy Cromwell sagte mir, Sie haben alle seine Shows dort gebucht. Cromwell, ich hätte es mir denken können. Wenn ich diesen Kerl für ein Beiboot gebucht hätte, hätte es noch leere Sitze gegeben. Also wissen Sie, wie man nach Blood Island kommt. Ja, ja. Sie hatten dort auch ein wirklich nettes Zimmer. Das Meistersuppe Kolonialhotel und Casino. Es war der Ort, an dem man sein musste, bevor sie die Schiffsrouten verlegten. Ich buchte dort so viele Auftritte, dass ich mir die Karte auf den Rücken tätowieren ließ. Auf Ihren Rücken? All diese kleinen gelben Klebezettel gingen ständig verloren. Oh, warum haben Sie gelogen und gesagt, Sie wüssten nicht, wie man nach Blood Island gelangt? Das möchte ich nicht erzählen. Was? Es ist ein Gesicht, Schätzchen. Da, ich habe es gesagt, Junge. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Ich muss einfach ehrlich sein. Ich dachte einfach nicht, dass du der geeignete Typ für Blood Island bist. Es ist einfach nicht der Ort, an dem ich mir deine zukünftige Karriere vorstellen kann. Lass mich dich für etwas buchen, was eher dein Ding ist. Ich kann dir einen Auftritt in dieser kleinen Schuhfabrik in Hoboken besorgen. Blood Island oder gar nichts? Wenn das so laufen soll, Schätzchen, dann läuft es eben so. Aber du musst dein Äußerliches etwas verändern, okay? Kann ich Ihre Karte nach Blood Island sehen? Du kannst sie sehen, wenn ich mich umdrehe, um meinen Rücken zu bräunen. Wann wird das sein? Das kann lange dauern, Schätzchen. Sehr, sehr lange. Ich bin Guybrush Threepwood.
Erfreut dich kennenzulernen, Mr. Flitzwood. Ich bin Placido. Placido Domingo. Ich bin so froh, dass du da bist. Endlich. Jemand auf der Insel mit Manieren. Mein Drink muss aufgefrischt werden. Nimm ihn mit und hol mir noch einen. Ja, weil er so unglaublich blass ist, heißt einfach Placido Domingo. Ja, wie der von den 3 Tenöre. Oh Mann. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Ich bin ein mächtiger Pirat. Tut mir leid, mein Lieber. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Vielleicht habe ich das Zauberwort vergessen. Nimm diesen Drink mit und hol mir noch einen. Sofort! Okay. Wow, sind Sie blass. Sieh mal, Schätzchen. Ich habe mich sehr lange nicht mehr gesonnt, also sei ein bisschen nachsichtig mit mir. Wie lange sind Sie schon hier draußen? Seit Juni. Oh, und außerdem, frohes neues Jahr. Ich habe Korrekturflüssigkeiten gesehen, die eine bessere Farbe hatten als Sie. Ja, Schätzchen. Ich bin nicht gerade der gebräunteste Hengst in der Gegend. Aber, wie du sehen kannst, arbeite ich daran. Sie sehen aus, als hätten Sie Ihr ganzes Leben in einer Höhle gelebt. Meine Gesichtsfarbe ist ein wenig blässlich, das gebe ich zu. Aber bald werde ich ein bronzener Gott sein. Sie sind ja unglaublich blass. Bitte, Schätzchen. Wenn du noch etwas sagst, werde ich sehr selbstbewusst. Hey, ich kann mich in Ihrer Brust spiegeln. Danke für deine scharfe Einsicht, mein Freund. Warum gehst du nicht etwas Nützliches tun? Wie zum Beispiel einen Kugelfisch inhalieren. Okay, Schätzchen? Sie sind so blass, dass Schnee dagegen braun aussieht. Sei jetzt ruhig. Wenn ich Kreide bleichen würde, wäre sie nicht annähernd so blass wie Sie. In Ordnung. In Ordnung. Ja, ich bin sehr blass. Danke. Da, du hast mich tief verletzt. Und du weißt, dass ich das ernst meine. Bist du glücklich? Hä, Schätzchen? Bist du glücklich? Bist du jetzt glücklich? Ja. Ich hasse dich. Hol mir etwas zu trinken. Oh Mann. Würden Sie gern zu meiner Mannschaft gehören? Oh nein, Schätzchen. Ich bin kein Seemann. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der harten Arbeit und dem Talent anderer. Sie sind Projektleiter bei einem Computerspiel? Nein, nein. Ich bin ein mächtiger Talentsucher. Bedeutende Stars. Wir sprechen hier über bedeutende Stars. Sind Sie sicher, nicht in meine Mannschaft kommen zu wollen? Sprich mit mir nicht über Arbeit, Junge. Ich bräune mich. Bitte, lassen Sie mich die Karte nach Blood Island sehen. Du kannst es sehen, wenn ich mich umdrehe, um meinen Rücken zu bräunen. Aber Schätzchen, das kann noch sehr lange dauern. Na Bis gut. später. Dann helfen wir dem Ganzen doch mal noch. Und sorgen dafür, dass der Kerl braun in Anführungszeichen wird. So, dafür müssen wir noch Puerto Pollo. Und da sind wir beim Richtiger. Wir tauschen die Krüge aus. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh Junge, oh Junge. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang? Hey, nur weil Sie ein Erwachsener sind, heißt das nicht, dass Sie meine Zeit verschwenden können. Gut, dann holen wir uns doch mal eine Limonade. Gib mir was von der Limonade, du kleiner Gauner. Das macht einen Fünfer. Jetzt flutscht sie nämlich durch. Das war erfrischend wie Morgentau. Hey, wie haben Sie all die Limonade ausgetrunken? Sie haben die Krüge vertauscht. Sie betrügen. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden. Sie haben einen aufstrebenden Jungunternehmer aus dem Geschäft gedrängt. Gut, jetzt nehmen wir uns auch den Krug mit. Gott sei Dank. Oh, Mist, jetzt habe ich jetzt leider weggedrückt. Okay, dann füllen wir den noch mit Farbe auf. Er ist jetzt voller Farbe. Sehr schön. Dann geht's wieder zurück. Und wieder dorthin zum Brimstone Beach. Der kriegt seinen Krug wieder. Und wir füllen mal auf. Ich habe Ihnen einen neuen Krug geholt. Danke. Gut. Bitteschön. Dann denkt er nämlich, er sei gebräunt. Hier ist Ihr Drink, Sir.
Aber dass er es nicht merkt, dass das eine Flüssigkeit ist, naja. Das müsste er ja auch in der Hose merken, aber Sehen Sie, Placido, sie brennen. Ah, alle diese Monate in der Sonne und meine Bräune pellt sich einfach ab. Ich drehe mich besser um. Gute Idee. So, jetzt haben wir hier nämlich die Karte. Ich werde mir die Karte niemals merken können. Sie ist viel zu kompliziert. Und jetzt wird's richtig ranzig. Das ist so ranzig. Ich wünschte, ich müsste das nicht tun. Ja. Es ist die Karte, die den Weg nach Blood Island zeigt. Liebevoll von Placidos Rücken gepellt. Ach. Und ich würde sagen, liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig, wo wir dann Segel setzen in Richtung Blood Island. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.